fängt langsam an zu spielen, baut das Momentum stetig auf. Der Raum erfüllt sich mit erwartendem Schweigen. Die Köpfe drehen sich und die Tür schwenkt auf. Und sie steht da, die Braut an ihrem Hochzeitstag. Strahlend schön, weiß gekleidet, rein vorbereitet. Sanftmütig schreitet sie voran, sie die Geliebte des Bräutigams, sie, die ihn so sehr liebt, sie, die mit ihm eins wird. Sie, die Braut, siehe, wir sind die Braut, wir sind Jesu Braut. Aber was heißt das genau, dieses Brautsein? Tauchen wir gemeinsam ein. Weil wir als Kirche Jesu Braut sind, heißt das in erster Linie, dass wir seine Geliebte sind. Er liebt uns mit einer bedingungslosen und überwältigenden Liebe. Eine Liebe so stark, dass ihm sein eigenes Leben gestohlen bliebe. Eine Liebe so stark, dass er einen Weg frei macht zum Vater der Liebe. Eine Liebe so stark, dass Jesus nicht im Grabe bliebe. Wir sind geliebt. Aber wir sind noch mehr als das. Wir sind freigekauft, befreit. Er zahlte den größten Preis, damit wir rein und heilig werden, damit wir eines Tages mit ihm eins werden. Weil wir als Kirche Jesu Braut sind, wissen wir, dass es eines Tages so weit sein wird. Eines Tages wird die Kirche mit Jesus vermählt. Er hat die Kirche schon heute dazu auserwählt. Was für ein Tag wird das sein? Was für ein Moment, wenn wir gemeinsam zu ihm vorschreiten. Wenn er uns als seine Geliebte ansieht und er uns sagt, ja, ich will euch, ich wollte euch schon immer. Was für ein Tag, wenn wir bei ihm sein dürfen. Was für ein Moment, wenn wir mit ihm eins werden dürfen. Wenn ich auf diesen Tag schaue, habe ich Schmetterlinge im Bauch, Liebe und Vorfreude, die mir keiner klaue. Und ich hoffe doch, das hast du auch. Weil wir als Kirche Jesu Braut sind, werden wir von ihm genährt und versorgt. Solange wir ihm nahe sind, ist er der Bräutigam, der uns bei sich borgt. Er ist als unser Haupt für uns verantwortlich. Weil wir als Kirche Jesu Braut sind, sind wir für unser Auftreten verantwortlich. Lasst uns eine Braut sein nach dem Herzen Gottes. Lasst uns alles bereit machen für das große Fest. Lasst uns auf ihn fokussiert sein, auf den Sohn Gottes. Lasst uns unseren Teil machen und vertrauen, er macht den Rest. Weil wir als Kirche Jesu Braut sind, sollen wir tadellos und heilig sein. Durch seinen Tod werden wir wieder rein. Lasst uns um unsere Heiligkeit, Reinheit bemüht sein. Weil wir als Kirche Jesu Braut sind, sollen wir uns ihm unterordnen. Wo er das große Bild sieht, sind wir oft blind. Lasst uns seinem Willen und seinen Geboten vertrauen. Weil wir als Kirche Jesu Braut sind, werden wir gemeinsam eins mit ihm. Lasst uns bemühen, auch miteinander eins zu sein. Gemeinsam sein Leib, die Braut von ihm. Weil wir als Kirche Jesu Braut sind, sollen wir uns nicht von anderen Lehren verwirren lassen. Wir wollen uns nicht herumtreiben lassen. Lasst uns bemühen, dass wir nach ihm ausgerichtet sind. Lasst uns ihm treu bleiben, ihm, einzig und allein. Weil wir als Kirche Jesu Braut sind, wollen wir uns vorbereiten, damit wir für das große Fest bereit sind. Lasst uns aufräumen in unserem Leben, lasst uns ausrichten nach seinen Wegen. Lasst uns auf den Weg machen mit dem Ziel Gottes Herzenskammern. Lasst uns kleiden mit seinen reinen Gewändern. Weil wir als Kirche Jesu Braut sind, wollen wir bereit sein, rein sein. Wir wollen ihm treu bleiben. Er nennt uns seine Geliebte. Aber manchmal frage ich mich, wie sehr wir ihn lieben, in Tiefe, wirklich lieben. Bereiten wir uns vor? Bemühen wir uns, rein zu sein? Verpflichten wir uns, aufrichtig treu zu sein? Und machen wir das aus einer tiefen Liebe zu ihm? Machen wir uns nichts vor. Wir sind noch nicht perfekt. Und das müssen wir auch nicht sein. Aber das, was wir können, ist darin unterwegs sein. Also lasst uns vorbereiten, wie eine Braut, die sich auf ihre Hochzeit freut. Lasst uns als Kirche bewusst das Brautsein leben. Amen. So starke Worte. Glaubst du nicht, dass du Gabe von Pastorin hast? Willst du irgendwann eine Pastorin werden? Das ist eine sehr starke Botschaft gesehen, auch der Inhalt von das, was du gesagt hast. Leila,
Sie ist verlobt mit Colin. Sie werden in August heiraten. Und ich glaube, dann weißt du schon, was es heisst. Das Braut sich freuen auf Hochzeit, auf ihren Bräutigam. Das ist auch für deine eigene Erfahrung und voll Freude. Leila wird in den nächsten paar Sonntagen immer wieder ein Spoken Word zu unserer Predigtserie geben. Und ich freue mich riesig auf den Spoken Word. Ich finde, dein Message sagt stark. Wir haben eine Konkurrenz. So gut. Heute Thema ist Braut Jesu Christi. So wie wir jetzt gehört haben beim Spoken Word. Und für uns als Kirche mal uns überlegen, was heisst es Braut sein für Jesus. Wie es aussieht. Ich glaube, für uns Frauen ist es ein bisschen einfacher, das wir uns vorstellen. Männer, Braut Jesu Christi. Wie sieht das aus? So, ich freue mich auf die heutige Predigt von Micha Wuttrich. Aber bevor Micha wieder predigt, uns das Thema ein bisschen zeigen, ich bitte euch alle zu aufstehen von unserer Braut heute. Dankeschön, dürfen gerne absitzen. Ihr schaut alle, als hättet ihr noch nie eine Brut gesehen. Bin ich der Einzige, der das Memo bekommen hat? Heute geht es um das Thema, wir sind Brut Christi. Also bin ich der Einzige, der das mitbekommt? Anscheinend schon, hä? Okay, ich habe jetzt gehofft, dass wir alle im Brutkleid da sind, weil wir doch schon die Brut Christi sind, weil um das Bild geht es heute, an diesem Morgen. Und für alle, die sich jetzt ganz fest stören an meinem Anblick, vielleicht sogar ein bisschen beleidigt sind, wie ich selber auch, keine Angst, ich kann mich jetzt dann gerade wieder umziehen. Ich werde nicht die ganze Predigt so halten. Aber um das geht es heute Morgen, dass wir als Kirche die Brut Christi sind. Ich weiss jetzt nicht, was das Bild bei dir auslöst, ob du das ein cooles Bild findest oder ob es dir ein bisschen geht wie mir. So ihr findest, ja, warum genau bin ich jetzt Brut? Vielleicht findest du es auch eher ein schwieriges Bild, so als Mann gerade, oder? Zum sagen, ja, ich bin Brut Christi, oder? Und es ist vielleicht noch wichtig zu verstehen, dass wenn wir heute über Brut reden, dass wir als Kirche die Brut sind, dann reden wir nicht nur von so einem, unserem Verständnis von Ehe und Bund und Brut, wo ja mega romantisch ist und mega viel Gefühl drin hat, sondern es geht mehr auch so um ein Verständnis von früher, wo Ehe noch ganz viele andere Bedeutungen gehabt. Und ich will mit euch heute an diesem Morgen, wenn wir in die Predigt einsteigen, will ich mit euch zusammen die Schönheit, die wirkliche tiefe Bedeutung von diesem Bild entdecken. Was es bedeutet, dass wir tatsächlich die Brut von Christi sind. Aber jetzt kann ich mich umziehen. Und Sabrina tut in dieser Zeit mit uns zusammen beten und eine Bibelstelle vorlesen, aus dem Jesaja 62. Was wir Pastoren machen von euch. By the way, ich muss sagen, das war ein Dare von mir und Melli. Er hat verloren. Hat müssen. Genau, dürfen nicht auf ihn hässlich sein. Aber ja, ich werde jetzt 2 Bibelstellen mit euch anschauen. Der erste ist von Jesaja 62, 1-5. Die sagt, mein Herz schlägt für Jerusalem.
Darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht zurück, bis Gottes Hilfe über der Stadt auf dem Berg Zion aufstrahlt wie die Morgensonne, bis ihre Rettung aufleuchtet wie ein heller Schein bei Nacht. Denn sehen alle Völker, wie Gott dir Recht verschafft, Jerusalem, und ihre Könige bestaunen deinen neuen Glanz. Du wirst einen neuen Namen tragen. Der Herr selbst wird in dir geben. Ein Schmuckstock wirst du sein, das der Herr in seiner Hand hält, wie ein König seine Krone. Man nennt dich nicht länger die verstoßene Frau und dein Land nicht die Verlassene. Nein, du heißt denn meine Liebste und dein Land die glückliche Verheiratete. Denn der Herr wird dich lieben und sich über dich freuen. Und dein Land wird nicht mehr vereinsamt daliegen, wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so werden deine Einwohner sich mit dir verbinden, wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Und das zweite Bibelstelle ist vom Hesekiel 16, 8-14, die heißt: Und ich schwöre dir's und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott, der Herr. Und du wurdest mein, und ich badete dich mit Wasser und wusch dich rein von deinem Blut und salbte dich mit Öl und kleidete dich mit bunten Kleidern und zog dir Schuhe von feinem Leder an. Ich gebe dir einen Kopfbund aus kostbarem Leinen und hüllte dich in Seide. Ich schmückte dich mit Kleinoden und legte Spangen an deinen Arme und eine Kette an deinem Hals und gab einen Ring an deine Nase und Ohrringe an deine Ohren und eine schöne Krone auf dein Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und kleidet mit kostbaren Leinen, Seide und bunten Kleidern, dass du feinstes Mehl, Honig und Öl und wurdest überaus schön und kamst zu königlichen Ehren. Und dein Ruhm erscholl unter den Volken deine Schönheit wegen, die vollkommen war durch den Schmuck, den ich dir angelegt hätte, spricht Gott, der Herr. Das ist das alttestamentliche Bild, wo Gott sehr gern braucht, zum zu beschreiben, was für eine Beziehung er mit seinem Volk hat. Es ist ein liebevoller Ehemann, der eine Brut wählt und sie umsorgt. Mehr noch, er schliesst einen Bund mit seinem Volk. Und der Bund beinhaltet ganz viel, mega wichtige, schöne Sachen fürs Volk. Es beinhaltet Glück, es beinhaltet Rettung, Schutz, Versorgung und Sinn. Und es ist ein wunderschönes Bild. Und wenn wir heute über Brut reden, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass das aus dem alttestamentlichen Verständnis kommt, von wie Gott sein Volk sieht. Aber es ist auch ganz ein tragisches Bild. Weil obwohl Gott sein Volk erwählt, obwohl er sagt, hey, ich liebe dich, ich will dich für mich und ich gebe dir alles, was du brauchst. Er verspricht so viele Sachen seinem Volk, dass er es schützt, dass er es versorgt, dass er ihm Sinn gibt, dass er ein Land gibt, dass er fürs Volk da ist. Und was er dafür will, ist, was jede Eheperson will, eine Treue, eine Exklusivität. Gott macht es von Anfang an klar, hey, schau, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich will dich für mich haben. Ich will dich nicht teilen. So wie jeder Verheiratete doch das normal denkt und will. Und das Tragische an diesem Bild ist, dass das Volk immer versagt. Obwohl Gott sein Volk erwählt und einen Bund schließt und all seine Versprechen haltet, schafft es das Volk nicht,
die Bundestreue zu halten. Und ich möchte euch jetzt vorlesen, wir haben jetzt gerade gelesen, wie Gott sein Volk erwählt hat, oder wie er es beschreibt, wie er sagt, das ist meine schöne Brut und ich habe sie genommen, ich habe sie schön gemacht, ich habe sie geschmückt, ich habe ihr alles gegeben, was sie braucht. Und ein bisschen später in diesen Vers möchte ich jetzt vorlesen, was die Antwort vom Volk ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich das diese Woche studiert habe, so in einem Moment, wo ich das Bild, das dort beschrieben wird, so voll auf mich wirken lassen habe, es hat mich zu Tränen bewegt. Wie traurig die Antwort ist und wie schlimm das Bild beschrieben wird in Ezekiel 16, 15 bis 16. Ich lese nur 2 Verse vor, weil nachher wird es in der Beschreibung so richtig grusig. Ich möchte einfach die 2 Verse vorlesen als Antwort. Aber du hast dir viel aus deiner Schönheit eingebildet. Dass sie überall gerühmt wurde, nutztest du reichlich aus. Jedem, der dir über den Weg lief, hast du dich angeboten und dich ihm an den Hals geworfen. Aus deinen bunten Kleidern machtest du dir ein Lager bei den Opferstätten für die Götzen. Dort schliefst du mit jedem, den du bekommen konntest. Deine Schamlosigkeit übertraf alles, was es vor und nach dir je gegeben hat. Das Volk bricht den Bund, wo Gott geschlossen hat mit dem Volk. Und wird beschrieben, wie das Volk selber die untreue Frau ist, wo wilde Hurerei betreibt und sich überall anbietet. Und übersetzt heisst das, hey, obwohl Gott versprochen hat, bei mir findest du und bei mir bekommst du all das, was du willst und brauchst, ist das Volk gegangen und hat es überall anders angefangen zu suchen. Sie haben tatsächlich angefangen, Glück, Rettung, Schutz, Versorgung und Sinn in anderen Quellen zu suchen. Und jetzt ist der Moment, wo wir uns vielleicht auch anfangen, identifizieren mit dem Bild. Gott sagt auch zu dir und mir, hey, ich wähle dich. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Auch er will mit dir und mir einen Bund schließen. Und der Bund beinhaltet Glück, Rettung, Schutz, Versorgung, Sinn. Und wie häufig ist es doch, dass wir, genauso wie das Volk, nicht zu Gott gehen und von ihm das erwartet und suchen, sondern dass wir tatsächlich bei allen anderen Quellen auch gehen, die Erfüllung suchen, die es eigentlich nur in diesem Bund gibt mit Gott. Und so ist das Bild von der Brut Christi eigentlich ein alttestamentarisches Bild, das aber sehr, sehr traurig und melancholisch ist. Und jetzt kommt Jesus und er sagt Folgendes, im 2. Korinther 11, Vers 2 wird das Bild, wo Jesus sagt, aufgenommen. Und dort lesen wir, denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Jetzt kommt das alttestamentarische Bild vom Bund, von Brut und Bräutigam. Und Jesus fängt an zu lehren und sagt, ich bin der Bräutigam. Und ich wähle meine Kirche als meine Brut. Und das sind wir heutzutage. Und ich weiss jetzt nicht, ob das etwas weckt in dir, ob das Freude auslöst oder ob das für dich ein schwieriges Bild ist. Aber ich möchte dir heute am Morgen 3 Punkte geben, wieso dass das ein geniales Bild ist. Und wieso dass das uns als Kirche eine tiefe, schöne Identität kann geben kann. Was es nicht alles gibt in diesem Bild. Also, jetzt kommt Jesus und sagt, hey, wisst ihr noch, das alte Bild vom Volk, wo die Bundestreue gebrochen wird, ich nehme das Bild jetzt wieder auf. Und ich rede über mich selber jetzt. Und er sagt, ich bin der Bräutigam und du bist Brut. Was er damit sagt, ist, ich erfülle ein Versprechen, das ich meinem Volk schon im Alten Testament gegeben habe. Ich will das Versprechen mit euch lesen. Jeremia 31 bis 33. Dort steht, so spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen.
ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der Bräutigam. Was er da macht, ist, er nimmt das Bild auf, wo bei diesen Leuten gerade sofort wird ganz viele Erinnerungen an das geweckt haben. An den ersten Bund, wo Gott selber sagt, hey, ich bin der Bräutigam und ihr seid die Brut. Was die Leute gehört werden haben, ist, okay, das ist Gott, weil das sagt nur Gott so etwas. Ich bin der Bräutigam und ich wähle dich als Brut, das sagt nur Gott. Also Jesus macht es ganz klar, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott, wo da jetzt kommt auf diese Welt und ich mache mehr noch, ich erfülle, was zerbrochen war im alten Bund. Und ich schliesse einen neuen Bund mit dir. Ich bin das mal dein Bräutigam und es gibt einen neuen Bund, der nicht mehr so ist wie der alte. Der Bund, der wird sich erfüllen. Der wird gut rauskommen. Der alte ist schlecht rausgekommen. Das war traurig, das war tragisch, aber der neue Bund ist ganz anders. Ich werde mein Gesetz auf eure Herzen schreiben. Und ich deute das ganz fest auf den Heiligen Geist, wo in uns drinnen wohnt, wo Einzug gehalten hat und wo in unseren Herzen drinnen wohnt und sein Tempel, Gottes Gegenwart, in dir und mir aufgeschlagen hat. Das ist die Andersartigkeit von dem neuen Bund. Also Jesus sagt, wenn er von dem Bild redet, wenn wir von der Identität als Kirche reden, müssen wir verstehen, hey, was Jesus da sagt, ist eine Erfüllung vom Alten Testament und ein neuer Bund, der geschlossen wird, der so viel tiefer und besser ist, als es der alte hätte können sein. Also das mal klappt es, sagt Jesus, wenn er sagt, eure Identität als Kirche ist Brut sein. Dann ist das ein Versprechen, dass es das mal klappt. Es sagt, dass Jesus für uns ist, dass er nicht gegen uns ist, dass er seine Pläne will zur Vollendung bringen und dass er dich und mich erwählt hat. Das ist das Erste, was so schön ist an dem Versprechen oder an dieser Identität vom Bund mit Gott. Das Zweite, was mich mega begeistert und was so schön ist an diesem Bund, ist, es ist ein unglaublich hoffnungsvolles Bild. Dürfen Brut sein, wenn Jesus der Bräutigam ist. Ganz ein hoffnungsvolles Bild. Das darf uns eine Gewissheit und eine Garantie geben. Weißt du für was nämlich? Für eine Party. Nicht irgendeine Party, sondern eine himmlische Hochzeit bis in alle Ewigkeit, wo nie mehr wird aufhören. Das ist deine und meine Hoffnung. Wenn wir Brut sind, dann sind wir im Fall auch nicht nur solche Teilnehmer bei diesem Fest. So, wir schauen so von Ferne, was da so läuft und Brut und Bräutigam haben irgendwie eine schöne Zeit. Nein, wir sind in diesem Fest voll involviert. Wir dürfen mit Jesus zusammen den Ehrenplatz einnehmen und miteinander Hochzeit feiern. Bis in alle Ewigkeit. In der Offenbarung 19, Vers 7 wird das Bild so schön beschrieben. Ich möchte das vorlesen. Aus der Offenbarung 19, Vers 7, dort steht, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das ist die Hoffnung, wo das Bild uns gibt. Ich muss wissen, in dieser Zeit von Jesus ist verlobt und Brut ist das Gleiche gewesen. Also es hat keine Unterscheidung gegeben. Wenn man verlobt ist, war man de facto verheiratet gewesen. Diesen Frauen hat man schon Brut gesagt. Und das ist das Bild von uns. Wir sind quasi mit Jesus verlobt. Das ist schon ein Bund, der geschlossen ist. Aber es kommt ein Moment, wo der Bräutigam wieder wird kommen. Wo er uns wird abholen und heimbringen in ein neues Daheim. Und das ist die Hoffnung, wo das Bild uns gibt. Wir dürfen die Brut Christi sein. Das heisst, der Bräutigam wird eines Tages kommen, wird uns abholen und wird uns in ein besseres, neues Daheim bringen. Und was für ein Daheim wird das sein, wenn der Bräutigam jetzt schon seit 2000 Jahren dran ist, das am Einrichten? Habt ihr euch das schon mal überlegt, wie schön der Himmel wohl wird sein, wenn Jesus schon so lang am Vorbereiten und am Ready machen ist? Was wird das nicht für ein Fest sein? Und ich finde, das ist so eine hoffnungsvolle Perspektive, die wir dürfen haben. Wenn wir jetzt in einer Zeit leben, wo Leid, Elend, Not und Schmerz ist, dann ist das Versprechen vom Bild, dass wir die Brut Christi sind. Eines Tages komme ich und hol dich ab. Dort, wo wir gerade sind. Vielleicht erlebst du jetzt gerade Leiden. Dann ist die Hoffnung von dem Bild, dass Jesus eines Tages kommt, dass er dich wird in ein besseres Zuhause bringen und dass dort wird das Fest gefeiert.
bis in alle Ewigkeit. Ist das nicht mega schön und hoffnungsvoll? Das ist der zweite Punkt, wo das Bild uns gibt. Es gibt noch viel mehr, aber der dritte Punkt, der hat mich persönlich extrem berührt und überführt. Ich möchte euch vorlesen aus Epheser 5, 27. Dort sagt Jesus, so sorgt er selbst, also Jesus, er selbst sorgt, dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Und ist das nicht genial, dass Jesus mit uns einen neuen Bund schließt? Aber ganz anders als im Alten Testament ist Gott auch involviert, ist Jesus dran involviert. Er selber ist es, wo jetzt die Brut makellos macht. Er ist es, er selber ist dran, seine Brut am Präsentieren und Bearbeiten und am Heiligen, dass wenn der Tag kommt und wenn er sie wieder holen, dass sie so ist, wie er sich das gewünscht hat und wie er sich das vorgestellt hat. Ich finde das so ein starkes Versprechen. Jesus selber ist an unserer Heiligung beteiligt. Er ist es, der die Brut schön macht. Es ist nicht so, hey, wow, schau, ich bin für dich gestorben, liebe Brut. Siehst, ich habe mein Leben hingegeben. Das ist ein Bund, den ich schließe mit dir. Ich habe deine alten Fehler vergeben und jetzt bist du dran. Ich habe meinen Teil gemacht, oder? Ich bin jetzt am Vorbereiten und dein Job jetzt ist, dich zu heiligen. Schau gefälligst, dass du jetzt auch präsentabel bist, oder? Ich habe meinen Teil gemacht, oder? Nein, was Jesus sagt ist, ich habe meinen Teil gemacht. Ich habe das da, was nur ich tun konnte. Er hat das Opfer gebracht, verstehst du? Er hat den Brutpreis gezahlt, wo unvorstellbar ist für uns. Er hat Schuld und Sühne und Scham von uns allen auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben, auf das wir dürfen in die Beziehung mit Jesus einsteigen, aber mehr noch. Er macht jetzt das, was das Volk nicht geschafft hat, für uns, wo auch du und ich nicht schaffen. Er ist es, wo uns heiligt und wo uns rein und makellos am Bearbeiten ist. Ist das nicht genial? Er hat das Ganze gemacht, er hat den Bund geschaffen, er hat das Versprechen eingehalten, er war die Erfüllung von dem alten Bild, das versagt hat, was das Volk nie geschafft hat. Jesus ist gekommen, hat das gepflegt, hat das Ganze gemacht, hat den Preis gezahlt, den niemand sonst hätte zahlen können. Und er hat uns Hoffnung gegeben für in alle Zukunft. Und mehr noch, nachdem er all das gemacht hat, hilft er jetzt sogar das zu tun, was eigentlich wir tun sollten. Weil wir können es ja eh nicht. Er ist es, der uns als Kirche und als einzelne Personen reinigt und präsentabel macht für den Tag, wo eines Tages wird kommen. Der Moment, wenn der Bräutigam kommt und uns in eine Ewigkeit zu sich holt. Ist das nicht ein mega schönes Bild, dass wir da stehen und sagen, hey, ich bin die Brut Christi. So, mit hocherhobenem Haupt dürfen sagen, ich bin die Brut Christi. Wir als Gemeinde, wir als Einheit, wir gehören zu Jesus. Ich bin stolz auf das, dass er erfüllt hat, was vorher gesagt worden ist. Dass er einen neuen Bund gemacht hat, der anders ist als der alte. Und dass das, was nicht geklappt hat, was zerbrochen ist, wo die Untreue, die Antwort auf Gottes Treue war, dort kommt jetzt Jesus rein und sagt, und ich mache das für dich, was du nicht hast können. Ich trage deine Schuld und deine Last. Und ich mache dich rein. Ich bin mit dir dran, dass du eines Tages so kannst vor mich kommen, wie es eigentlich schon immer gedacht gewesen wäre. Es ist mega hoffnungsvoll. Wir dürfen in eine Zukunft schauen, in einer Gewissheit von Wiederherstellung und von einem Hochzeitsmahl für immer. Also was ist jetzt unsere Antwort auf das? Ich glaube, die angemessene Antwort ist, Jesus, komm. Jesus, komm. Mach du uns rein. Mach du uns präsentabel. Hilf du uns so zu präsentieren, wie wir sollten sein. Dass wenn der Tag kommt, wenn du wieder kommst, dass wir rein und makellos sein. Ich möchte dich heute Morgen einladen,
Falten, Runzeln und Flecken vor Jesus herzugeben. Dort, wo das Brautkleid nicht so mega schön weiss ist, was vielleicht noch Flecken hat, wo du nicht so bist, wie du eigentlich solltest sein, dort, wo es nicht präsentabel ist, bring doch das heute Morgen vor Jesus. Weil der neue Bund ist anders. Jesus hilft im neuen Bund, uns präsentabel zu machen. Ich möchte dich heute Morgen einfach einladen. Bring das, was trennt, vor Gott. Das, was uns noch unrein das einlädt. Bringen wir doch das heute an diesem Morgen zu Jesus Christus. Und wie besser könnte man das machen, als mit einem Abendmahl, das wir jetzt dann miteinander zusammen feiern. Das Abendmahl in der Bedeutung ist eigentlich wie ein Hochzeitsantrag. Wenn Jesus kommt und seinen Kelch den Jüngern anbietet, dann ist es wie ein Hochzeitsantrag gewesen. Zu dieser Zeit hat ein Bräutigam oder ein Soon-to-be-Bräutigam seiner Brut einen Kelch mit Wein angeboten. Und wenn die Brut dann genommen hat und daraus getrunken hat, hat das symbolisiert und ausgesagt, ich nehme deinen Antrag an, ich gehe einen Bund mit dir ein. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, den Bund mit Jesus neu zu feiern und zu zelebrieren. Du darfst heute Morgen Jesus als dein Bräutigam annehmen. Und du darfst zum Ausdruck geben, jawohl, ich nehme, was du mir anbietest, an. Ich nehme die Erfüllung von dem Bund, den ich versagt habe, nehme ich an. Ich will neu treu sein. Ich will neu die Sachen, die wir am Anfang hatten, will ich neu bei dir suchen. Ich will mein Glück, meine Rettung, meinen Schutz, meine Versorgung und meinen Sinn neu bei dir in Anspruch nehmen. Du bist die Quelle. Du bist der, der mich versorgt. Du bist der, der mich schützt. Du bist der, der mich rettet. Nicht alles andere, sonst in dieser Welt. Wenn du heute den Kelch nimmst und daraus trinkst, dann bring doch Jesus das hin, was du möchtest, dass er jetzt kommt und reinigt. Wo braucht es bei dir Reinigung? Wo braucht es bei mir Reinigung? Das dürfen wir heute am Morgen mit dem Brot und dem Kelch, den wir nehmen, zum Ausdruck bringen. Ich möchte jetzt miteinander vorlesen aus Lukas 22, 19 bis 20, wo Jesus das Einsetzungswort spricht. Aus Lukas 22, 19 bis 20. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir dürfen jetzt dann gerade miteinander in eine Zeit der Anbetung einsteigen, wo wir einfach Jesus loben und preisen und wo ihr dürft vorkommen, das Abendmahl nehmen, am Platz nehmen und einnehmen. Aber ich möchte jetzt zuerst noch mit uns Jesus Danke sagen, für was er da hat. Ich möchte das Abendmahl einsetzen. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leib hingegeben hast. Dass du den Preis gezahlt hast, der nötig war, um uns freikaufen. Danke vielmals hast du das Kreuz auf dich genommen. Danke vielmals hast du dein Leib zerbrochen, auf dass wir neu zu dir heimkommen dürfen. Dass wir einen Bund haben mit dir. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du dein Blut vergossen hast. Dass wir heute Morgen dürfen, das aus deiner Hand annehmen. Aus deiner Hand nehmen wir den Kelch und wir nehmen, wenn wir den Kelch in die Hand nehmen, dann nehmen wir es aus deiner Hand und wir erkennen damit, dass wir einen Bund mit dir schliessen. Dass du wirklich unser Bräutigam bist und dass wir deine Reinigung und Heiligung nötig haben. Ich möchte dir jetzt einfach alles hergeben, was noch unrein ist in meinem Leben. Ich möchte dir alles hergeben, was unrein ist im Kreuzpunkt. Mach du uns rein, Jesus. Mach du die Falten weg, mach du die Runzeln weg, mach du die Flecken vom Kleid weg und mach du uns präsentabel für den Tag, wo du wieder wirst kommen. Wir wollen dir die Ehre geben und dich loben und preisen. Amen. Amen. Darf ich jetzt